20 ab 7 Fabian Unterreger im Studio. Oh, und der Roger Federer. Guten Morgen, Roger Federer. Ja, guten Morgen, Mario. Ja gut, kann ich gehen? Ich muss eigentlich auf London. Ja, Moment schnell. Nein, heute braucht es eigentlich nicht. Ja, was gar nicht, nicht mal physisch, also ohne etwas zu sagen. Gar nicht, nein. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Aber ich bin schon auf dem Boden geblieben und extrem geil, oder? Absolut. Ah, geil, gut, dann komm ich jetzt. Ade. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir reden von der ganz wichtigen, es gibt ja nur einen, der noch wichtiger ist als der Federer auf dieser Welt, der Barack Obama. Der aber hat keine Mehrheit mehr im US-Kongress seit dieser Woche. Die Republikaner haben in beiden Kammern die Mehrheit jetzt übernommen. Auch noch spannend, bei diesen Zwischenwahlen in den USA haben ja 2 Staaten das Kiffen legalisiert. So summa summarum, zusammengefasst, alles wegweisend. Eure Analyse, Roger Köppel. Wo Rauch ist, da ist auch ein Amerikaner. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass die amerikanischen Republikaner das SVP-Schäfli-Plakat als Vorlage genommen haben, um das schwarze Schäfli aus dem Weißen Haus zu kicken. Gewinner sind summa summarum konservative Kiffer, in der Schweiz auch bekannt als Grünliberale. Das ist schon fast wieder gut. Was ist das jetzt noch für ein Regieren, so ohne Mehrheit? Der Obama, ganz allein. Fragen wir einen von denen, der Politik wirklich kennt wie kein anderer, den Christoph Blocher. Oh, der Obama hat keine Parteistärke im Hintergrund. Das ist aber nichts Neues, Doriani. Denken Sie durch mal David Wittmer Schlumpf oder der Johann Schneider-Hammann. Und alle Welt macht natürlich jetzt Analysen. Man zieht Parallelen, sucht Analogien sogar zum Sport. Ex-Fußballtrainer Christian Gross. Der Obama wird jetzt frei von den USA. Ein Chef, der nichts bewirken kann. Und bald redet keiner mehr von ihm. Gut, dann könnte man sagen, der Obama wird ja jetzt der Christian Gross von den USA. Wie meinen Sie jetzt das? So wie es meint. Gehen wir weiter. Andere Themen diese Woche, die uns bewegt haben. In Deutschland streiken die Lokführer. Ausgerechnet im korrekten Deutschland. Bekannt für den Arbeitseifer, für die Zuverlässigkeit wird unterdessen einfach immer gestreikt. Roger Köppel, so kennen wir Deutschland historisch gesehen gar nicht. Das habe ich nicht fair gefunden, muss ich noch mal sagen. Historisch gleich alte Märli, gleich Weltwoche. Um was geht's? Wir berichten in diesem Zusammenhang exklusiv über eine ganz alte Geschichte und haben herausgefunden, auch der Verkehr in ganz Lummerland liegt lahm, weil der Jim Knopf und der Lukas, der Lokführer, von einem Deutschen erfunden worden sind und darum was voll streiken. Und das Fiese an so einem Streik, niemand findet ihn gut, ausser die vielleicht gerade streiken. Und nicht im Ansatz findet das jemand gut, Christoph Mörgeli. Ja, schauen Sie, es ist doch auch an der Zeit, zum mal auf die Deutschen zugehen und Danke sagen, denn Folgendes gilt: Wenn im Ausland der Streik regiert, kommt der Ausländer nicht einmarschiert. Verstehen Sie, so einfach ist es? Ja, also, wie ist es, vor allem, wieso streiken nicht mal alle Autofahrer, zum Beispiel gegen Stau oder gegen fehlende Parkplätze? Ja, danke Bastian Schiro, aber vom Grünen würde ich lieber schnell zum Politsoziologen Jean Ziegler noch zum Schluss. Ihr kennt die ganze Welt ein bisschen besser als alle anderen. Streik gibt es nur im Süden, in armen Ländern. Was ist los in Deutschland? Gut, das könnt ihr schon gleich in meinen neuen Büchern lesen. Titel: Kein Nachtzug nach Lissabon oder Der Lokführer, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Zum Glück ist Freitag.